Willkommen zurück im Spukhaus hier bei Pokémon Sonne und Mond und ja, es sieht nicht gerade sehr gut aus. Mir gingen gerade schon mal 2 Pokémon down. Sehen sind Salamandra zwar wiederbelebt, okay, aber Dark Toxic. Eine üble Kombo von Knuddler und Hypnose wieder fast im Arsch. Ich hätte zwar eine Strategie, die ich jetzt gerne verfolgen würde. Ich glaube, es könnte klappen. Wir schauen mal. Wie zu warten, was das Ziel noch schnell ist, mir aber scheißegal. Denn ich müsste ja Prio drauf haben. Um eine Stufe gesenkt. Hat schon mal geklappt. Yeah, Mann! Was geht ab? Nicht gerade viel. Wir versuchen es, Freunde. Der Herrscher muss weg. Ich weiß, ich bin Geist. Ja, also ich bin Nein! Mann! Alter, wieso sind die so schnell? Och, Menno! Ey, ganz ehrlich, leck mich doch am Arsch. Was ist das für eine Scheiße hier? Boah, ey. Jetzt reicht's. Bin ich mal sicher. Hypnose, Trefferquote 60%. Mhm. Ja, mehr trifft sie immer. Natürlich, wenn der Gegner sie einsetzt, ich selber nicht. Scheißegal. Alkohol macht eh keinen Schaden, weil Tiefschlag kann er gar nicht treffen, ihn nie angreifen. Hypnose ist zwar ein bisschen nervig, da wäre Aussetzen mal ganz praktisch, aber momentan ein bisschen schwierig. Wie viel Level hatte? Ja, überlebe noch 1-2 Mal. So. Ja, wenn die so eine fiese Kombi einsetzen, hallo, kann ich auch. Jetzt wisst ihr doch, wenn wir reden nach dem Team, aber wegen Prio-Attacken soll man niemals unterschätzen, Leute. Tja, nicht so ein Boosten, war? Alles im Arsch. So. Ja, war mir irgendwie schon klar, dass er kommen wird. So. Enigma ist jetzt sehr, sehr geschwächt. Ich habe genug Beleber, es ist alles in Ordnung. Zumindest in der Theorie, in der Praxis. Bin ich innerlich schon am Kochen. Ganz schneller als erwartet. Ich wünschte, ich hätte da mit unserer geliebten Eule auch noch irgendwie einen Statusangriff. Gleich hab Synthese, was bringt das, wenn mich das andere Teil da einfriert? Einfriert, ja, ihr wisst schon. Pennen legen ist 3-mal Angriff geschwächt, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Mikma, wir haben es gesehen, der hat nur physische Angriffe drauf, kein Spukball oder so. Ich hoffe, der zieht jetzt. Ja, kein Problem. Also mehr oder weniger zumindest. Nein! Das gibt's nicht! Ich schiebe echt die Vollkrise, Freunde. Ich schiebe hier die Vollkrise nach der anderen. Ich krieg hier... Boah, echt Zustände. Also kann man sich zu dem Zeitpunkt noch keinen Top-Beleber kaufen. Ich glaube sogar nie, wa? Das ist ein Scheiße, Mimikry. Level 27 zieht 27 HP ab. Ich schätze mal maximal, weil eben Tiefschlag und so, da greift das Vieh schon an. Hat eh keiner Bock drauf.
Ja, natürlich, in der Kombi zieht ziemlich noch viel ab. Ich mache jetzt mal so, ich hole trotzdem es. Was schon übertrieben war. Wenn ich es jetzt überlebe. Ja. Genau 0. Aber genau 0. Das Problem ist, ich brauche die Erfahrungspunkte. Das scheiß Alpolo, hey, geh mir das auf den Sack, ganz ehrlich. Hab selten sowas Nerviges erlebt. So, wie gesagt, Salamander braucht die Erfahrungspunkte fürs Level Up. Ein Pokémon, was gegen Geist und Feenattacken immun wäre. Ja, das muss ich erst noch kreieren, ey. Was soll es überhaupt sein? Fee geht gar nicht. Wäre höchstens eine Kombi aus normalem Feuer, so etwas. Ja gut, abgeschwächt, ja. Oder normaler Gift. Oder, ja, sowas in der Art halt. Ihr versteht schon. So. Alle guten Dinge sind 3. Ich hab's gar nicht angegriffen, ist jetzt trotzdem. Da hat eigentlich Tiefschlag trifft nur, wenn ich es selber angreife. Ist egal, hier! Special Move! Ziemlich cool. Ja. Die Fähigkeit, hä? Diese Attacke trifft es irgendwie nie und so. War mir schon noch irgendwie präsent, aber ich dachte mir, komm. Jetzt vielleicht die Attacke muss eh mal zeigen und sie ist ziemlich cool und du weißt nicht, wann es mal irgendwie klappt. Das war's mir jetzt wert. Das scheiß Alpolo, geht mir auf den Sack. So, da bist du jetzt aber ziemlich doof im Gucken, wa? Eigentlich muss man mit Mimikma echt mit einer schwachen Attacke angreifen, zum Beispiel irgendwie Drachenwut und so und ja, Wasserdüse natürlich. Wäre eine Option gewesen und dann hier mit Kaipora rein, aber mir war es doch wichtig, ihn erstmal zu schwächen. Dankeschön, jetzt wäre eigentlich echt Aussitz perfekt. Naja, schon zu spät. Tiefschlag? Komm, mach Tiefschlag. Dankeschön. Man macht so wenig Schaden, ey. Ernsthaft? Nee, oder? Haben wir das auch geschafft? Das kann natürlich über zum... Oh ja, Verfolgung, geil. Deswegen, der Herrscher hier, vor allem kommen wir mit Alpolo. Also ich glaube echt, das Beste wäre erst einmal die Rüstung knacken mit irgendeiner Prioritätsattacke und dann vielleicht ähnlich wie ich jetzt da gemacht habe mit Primarine, einen Angriff senken, weil ich glaube, das Teil kann sonst echt nervig sein. Ja, natürlich! Hypnose paralysieren, was könnt ihr scheiß Geist eigentlich sonst? Scheiße sein, ja, ist mir nichts Neues. Ey. Schlecker! Schleck doch selbst, ey. Verschleck dich doch! So. Kaipora Level Up, sehr schön. Jetzt kommt der auch mit dem scheiß Tiefschlag. Das ist eine Unlichtattacke. Aha. Achso. Klingt aber nur, wenn das Ziel an einer Attacke vorbei Schaden zufügen würde. So ist das gemeint, okay. Nee, eben, ich habe hier Prio drauf und Tiefschlag. Ja, ob es immer trifft, ist auch so eine Frage. Wir haben es geschafft und wir kriegen eine geile Belohnung. Denn Salamandra wächst über sich hinaus.
Yeah, Mann. Salamandra! Die geht hier zu! Amphira! Hey, yeah, Mann. Ich bin ganz krass drauf. Und ich habe eine große Schnauze. Monunk digitiert zu Amphira. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und die Seite ist komplett, Mann. Ihr Giftgas enthält viele Pheromone. Verdünnt man es, lässt sich daraus ein sinnliches Parfüm herstellen mit sehr viel Gift drin. Liebreiz. Nee, ich glaube eher weniger Freunde. Warum? Wir sehen hier Charmattacken im Spezialangriff des Zieles stark senkt, falls man anderen Geschlecht angehört. Man kann es natürlich mal probieren und so. Und es ist ja schon generell so, dass die meisten Pokémon eher männlich sind. Aber natürlich dann Verschwendung, wenn es mal nicht der Fall ist. Du hast einen starken Gegner vor dir, einen hohen Spezialangriff und der ist auch weiblich. Fehl. Deswegen Liebreiz, generell so Geschlechtsattacken. Natürlich ein neutrales Geschlecht, ob es dann überhaupt klappt, ist auch noch eine andere Frage. Daher lieber nö. Wir haben einen Amphira. Mir geht's nicht so gut, Champ. Ich weiß, ich bin doch da. Fidiralalalalalalalala. Geht's noch? Komm schon. Ups. Oh Mann, was ist da passiert? Mein Fehler, Champ. Kommt das nochmal. Das war geil, yeah. Unser Crabbox ist so geil. Der Rest von der Truppe. Ein Kranzralle verdient, wa? Kalpora, alles klar. Aber sein Spezialmove als der Attacke sieht echt krass aus. Könnte sogar der beste von allen dreien sein. Gut, ich meine, der Wrestling-Move von Fuego ist auch cool. Aber Primarene kenne ich gar nicht, muss ich relativ zugestehen. Aber sehen wir auch noch im Verlauf des Let's Plays. Nein, ich pennen, ich will euch doch noch alle heilen. Und es ist eingeschlafen. Da ist schon das Foto von Mimikma. Tja, da sind wir. Ah, Lola, ich bin die Lola. Willkommen zurück, Michael. Dann will ich mir gleich mal die Fotos ansehen. Zeig doch mal her. Super, das ist Mimikma. Ein Schnappschuss von Mimikma gelingt nur den wenigsten. Bravo. Also dann. So. Ja, wir haben ihn. Es ist der Zeckkristall vom Typus Geist. Prüfung bestanden. Yeah. Viele fehlen nicht mehr, Freunde. Die Prüfungen selbst sind es relativ wenige, glaube ich, noch. Warte mal. Captain-Prüfungen? Ah, okay, sage jetzt natürlich nichts gegen Spoiler, aber es wird auch überraschen, wie viele es noch sind. Ja. Haben wir bereits gemacht, weil wir einen Zeckkristall von Kalpuras, also sprich von Silvaros, Geist-Move haben, einen Spezial-Move, also ich sage ja, diese Posen immer, das ist totaler Humbug. Wir kennen die auch so. Geister-Pokémon soll man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Jo, bin ich mittlerweile auch der Meinung. Was? Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert, als du das Hinterzimmer erreicht hast? Jetzt hör schon auf, Michael. Du willst mir doch nur auf den Arm nehmen. In diesem verlassenen Land gibt's doch gar kein Hinterzimmer. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon bessere Geschichten ausdenken. Du kennst es nicht?
Was war das denn? Mir ist gerade alles den Rücken runtergelaufen. Wo es auch plötzlich kälter geworden ist. Was will denn mir bestimmt bloß sein? Die ist eine Geistrennen und hat Angst vor Geistern. Läuft. In einer Prüfung bestanden, jetzt geht's zurück zum Ätherhaus. Bzzz. Ja, du bist mir gleich auch noch. So, mal gucken. Salamandra. Pyrium 10 drauf, logischerweise. Guckt euch mal die Werte an. Da wirst du ja bekloppt, hey. Spezialangriff 94, Initiative 89. Es ist echt verdammt schnell. Ja, ich würde sagen, Salamandra hat's drauf. Der Eisbrech, auch schon cool dabei. Sensei, der ist halt der Schwächling von Dienst, was willst du machen? Kaipura, cool drauf wie sonst was. Dark Toxic, wurde leider besiegt, aber viel hat er eh nicht mehr. 3 Level noch. Da sind's, ja, viel fehlt auch nicht mehr bis, aha, er wollte eigentlich mal, genau, so. Natürlich noch eine Aktion zeigen beide, also beide. Wir kennen ja Dark Toxic, aber es fehlt von dem her echt nicht mehr viel. Wir haben hier, glaube ich, alles getan, soweit ich mich erinnere. Hallo? Bitte mal. Ach so. Ja. Das ist logisch. Das ist unser Ziel. Ach ja, jetzt haben wir diese Prüfung gemacht. Jetzt wären wir im Prinzip bereit für den Inselkönig oder Inselkönigin. Problem ist, wir sehen es ja. Mach sie fit, du. Ja, unsere Pokémon, die sind cool. Bis auf Sensei, der ist zu alt. Ja, eigentlich nicht. Ist ja egal. Wie gesagt, ich setze ihn ja auch falsch ein, von dem her. Mit Absicht, aber was soll's. So, ich möchte gerne etwas kaufen, wenn es irgendwie geht, wenn es nicht so viele Umstände macht. Und zwar... Fidiralala. Ja, der Hyperheiler. Ja, ich will was verkaufen, um mich dabei nicht zu verlaufen. Wie oft habe ich den Spruch wohl gebracht? Ich habe keine Ahnung mehr. Ist ja auch scheißegal. Ich habe andere Sorgen, ja. Das ist richtig geil. Und der Part ist auch gleich vorbei. Ja, letztes bisschen zu lang gemacht. Also heißt zu lange. Da es momentan sowieso nur zweimal die Woche kommt, eigentlich genug. Phantomium Z. Könnte man aktuell Sense geben, aber nee, ich lasse mal den Krümlöffel. Ist egal, ich lasse den Löffel noch. Halt einen Löffel, so. Also dann. Zum Ätherhaus, wo wir, wie ich fürchte, eine böse Überraschung erleben werden. Jo, man sieht's bereits. Da ist irgendwas nicht ganz koscher. Was geht hier ab? Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise mal richtig schön abgefertigt. Das bin ich von euch lahmen Entern ja gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr von ihnen dahergelaufenen Balk fertig machen lassen. Und den da kümmere ich mich trotzdem lieber zuerst. Ja, yeah, Mann, was geht ab? Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mach ich nächstes Mal ernst. Und hier ist Fritz. Also sag jetzt nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was? Tali hat verloren? Tali! Was tust du da? Ja, Mann, Team Skull ist da. Yeah, Team Skull. Wir sind immer wieder da. Golbat. Salamandra. Kein Bock drauf, ich mache hier kurz Intermezzo. Natürlich. Wie könnte es anders sein, hey? Wir sind ja
eh nur verwirrt und paralysiert und hast nicht gesehen. Ist mir egal, hey, hier. Feuer in der Hole. Ja, Mann, dynamische Maxi-Flamme. Ja, jetzt seid ihr am Arsch. Was? Warum? Wieso? Dankeschön, Kumpeline. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Oh, schön. Scheiße. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Es lebe Korrosion. Okay, Funkflug ist natürlich ein bisschen schwächlich. So, nächste Attacke wär's dann. Trotzdem ein bisschen healen kann ich schaden. Bitte kein Volltreffer, dankeschön. Ach, liebe Korrosion, ist so eine geile Fähigkeit. Tja, Fran, hast du wohl Pech gehabt, wa? Ich kann mir selbst nicht mehr ausstehen. Das ist nicht mein Problem, Alter. Mann, du hast echt drauf, wa? Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich in 0, nichts vom Platz fegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir Pokémon nur Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgehen, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Der Boss kann es kaum erwarten. Ja, du musst egal, du findest es schon. Kein von denen so viel auf dem Spiel stehen, machen ihnen keinen Spaß. Oh nein! Hoffentlich geht es allen gut. Und sie haben alle noch ihren Mut. Armes kleines Mangunio. Das werden sie uns büßen. Ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Tja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Michael muss allein nach Po gehen, so wie sie es gesagt haben. Genau, denn in Po befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Suche einfach Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Okay. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio, ich gebe dir auch das hier dafür. Oh. Natürlich helfen wir. Hoffe geht's Mangunio gut. Schnell müssen wir ihm helfen. Ja, Freunde, das werden wir auch tun in der nächsten Folge, wie wir natürlich von uns gewohnt sind. Kommt eine Cutscene, ich hoffe eigentlich nicht. Ne, gut. Dann nochmal kurz heilen gehen, dann Route 15 abklappern, noch ein bisschen trainieren, vor allem natürlich Dark Toxic plus unseren Eisbrecher. Genau in gewohnter Art und Weise. Und dann, wenn wir da Po, kann ich schon mal erwähnen, das ist Story-Event-mäßig ein Ort, wo ich das Ganze auch in Sonne noch aufgenommen habe. Aus einem guten Grund. Das heißt, wenn ihr erst mal im Mond das Ganze abklappt, dann in Sonne nochmal. Wobei Sonne natürlich auch ein bisschen abgekürzt und so, wir sehen ja bloß noch die Highlights. Aber auch schon so weit, dass ihr da mal noch, kann man eigentlich so sagen, mein Endteam da seht. Neben auch wegen Story und so weiter. Deswegen freut euch Po auf Doppelt Action. Einmal Mond, einmal Sonne. So in Ausgangsposition bringen. Wie könnte es auch anders sein? Route 15, Wasserwege. Und hier geht's in der nächsten Folge weiter bei Pokémon Sonne und Mond. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis dahin, ciao zusammen.